Schön, euch alle zu sehen. Ob hier vor Ort, wieder ein bisschen näher oder in den Locations oder die Heime oder irgendwo ferne weg von die Heime. Es ist schön, euch alle zu sehen. Ich habe letzte Woche ein Mail bekommen von einer christlichen Bildungsinstitution und das hat den Titel gehabt, betreff «Hat die Kirche, Klammer auf, Klammer geschlossen, eine Zukunft?» Fragezeichen. Oder im geflossenen Text gesprochen, hat die Kirche eine Zukunft? Eine Frage, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast und die mich ehrlich gesagt auch jedes Mal provoziert, wenn ich sie so höre. Wagen wir uns, diese Frage zu stellen. Wir haben einen Blick geworfen heute in die Vergangenheit der Kirchengeschichte, einen Blick auf die Heilsarmee. Hat die Kirche eine Zukunft oder nicht? Diese Frage stellt sich manchmal. Die Kirche, wo Jesus gesagt hat, Petrus, du bist der Fels und auf dich baue ich meine Kirche. Und sie ist unüberwindlich. Der Tod kann sie nicht überwinden. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Die Kirche, die der Paulus darstellt als die makellose Brut von Christus, die vom Bräutigam persönlich verteidigt wird. Und trotzdem, ja, oft ist sie doch irgendwie eben doch fehlerhaft. Irgendwie voll von Makel. Irgendwie auch sehr kritisiert und in Frage gestellt in einer sich schnell verändernden Zeit, in einer Gesellschaft, wo sie auch nicht mehr so kennt. Hat die Kirche eine Zukunft? Und dann ist die Pandemie gekommen. Und sie hat die Kirche verändert. Und die physischen Treffen sind eingeschränkt worden. Und das hat uns gezwungen, neue Wege zu finden. Und einige haben prophezeit, jetzt ist es endgültig vorbei. Jetzt wird es sich verändern. Wir werden nie mehr so Kirche haben wie bis anhin. Und ja, das ist möglich. Es hat sich viel verändert. Wir sind online gegangen. Es sieht jetzt da anders aus, als es ausgesehen hat vor 1,5 Jahren. Und einige haben auch wirklich gesagt, es ist jetzt endgültig vorbei. Als GVC haben wir immer gesagt, dass wir glauben, dass die Kirche sich konstant verändern soll. Wir sind auch da drin immer parat gewesen, zu sagen, wir möchten die Veränderung umarmen. Es ist wichtig, dass sie geschieht. Es ist eine Grundüberzeugung, dass die Kirche ihrer Form anpassbar ist. Dass sie sich unbedingt muss anpassen, weil die Kirche den Ruf hat, dass sie in der Welt ist, auch wenn nicht von der Welt. Und etwas wird sich da drin nie ändern. Das ist die Bestimmung der Kirche. Und so haben wir uns als gesamte Leiterschaft in den vergangenen Monaten aufgemacht, auch in dieser Zeit, so mit Ausblick aus nach der Pandemie raus, aber auch in dieser Zeit, im Nachgang zum Leiterschaftswechsel, zu sagen, was ist denn die Bestimmung der Kirche und wie ist der Auftrag, den wir als GVC auch haben, GVC Winterthur. Und wir machen uns auf die Suche miteinander in dieser Serie, die wir jetzt haben. Und wir glauben, wir haben ein Bild gefunden. Ein Bild ist in uns gegriffen. Es ist ein biblisches Bild. Ein Bild, das die Bestimmung der Kirche über die Jahrtausende aufgreift und dieser Bestimmung Boden gibt. Und wir glauben, es ist an uns, diesen Ball aufzunehmen und weiterzuspinnen in dieser neuen Normalität, wo wir drin stehen und die vor uns liegt. In einer globalisierten Welt mit einem starken Hang zum Lokalen. Und das Bild möchten wir ins Auge fassen miteinander in dieser Serie. Es ist das Bild, das bewegen kann. Es ist ein Bild, das Relevanz hat. Und wir möchten die Relevanz, die dahinter liegt, auch entdecken. Es soll uns beschäftigen und wir möchten uns von der verändernden Kraft anstecken lassen, die die Kirche in sich trägt. Weil sie der Lieb von Jesus ist. Ich glaube, es gibt eine grosse Gefahr. Immer wieder in der Kirchengeschichte. Und das ist, wenn wir Gläubige, die Gemeinschaft der Gläubigen vergisst, wieso wir als Gemeinschaft existieren. Wenn wir das Wieso hinter dem Was vergessen. Wenn wir zwar noch wissen, was, nämlich Sonntagmorgen, 10:30 Gottesdienst. Aber wenn wir nicht wissen, wieso. So gehen wir auf die Suche nach dem Wieso. Und so heisse ich euch willkommen in einem weiteren Kapitel von dieser vielfältigen Kirchengeschichte. In einem weiteren Kapitel auch von dieser lokalen Kirchengeschichte. Hier in Winterthur von der GVC. Wir tauchen ein in ein Hörspiel. Es war einmal ein Land, das im Dunkeln gelegen ist. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, ist eine karge und öde Finsternis über dieser Welt gelegen. Die Dunkelheit ist ein fieser Begleiter. Egal wie einzigartig und vielfältig die Welt auch sein mag, die kühlen Schatten von der Finsternis rauben ihr alle Schönheit. So sind sich die Einwohner von dem Land gewöhnt gewesen, in
Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit zu leben. Auf den ersten Blick hat man es ihnen selten angesehen. Aber immer wieder hat sich eine Last über Menge einem ausbreitet und hat die Leere von ihren Herzen sie schonungslos umhergetrieben. Dunkelheit, so weit das Auge sehen kann? Nein, nicht alles ist in der Finsternis gelegen. Es hat hier eine Stadt auf einem Berg gegeben und ihr Licht hat Tag und Nacht geleuchtet. Die Stadt auf dem Berg war voll von Menschen, die das Licht in sich getragen haben und in all ihrer Unterschiedlichkeit in 1000 glitzerige Farben gestrahlt haben. Das göttliche Licht ist so stark, dass es alle Dunkelheit im Leben der Menschen verdrängen, Fehler wieder gut machen und Verletzungen heilen kann. Es gibt den Menschen tagtäglich Wärme, Geborgenheit, Sicherheit und Orientierung. Weil das göttliche Licht das Beste ist, was den Menschen je passiert ist, sind sie nicht müde geworden, es überall dort anzutragen, wo noch Finsternis geherrscht hat. Und mit jedem Mensch, der von dem Licht verändert worden ist, hat die Stadt ein bisschen heller gestrahlt. In Matthäus Kapitel 5, ab Vers 14 heißt es: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Geschichte der Stadt auf dem Berg ist die Geschichte von unserer Kirche. Und es ist eine Geschichte, die wir neu ins Auge fassen und sagen, wir möchten die miteinander schreiben. Wir sind gerufen zu dem. Es ist der Ruf von Jesus an seine Nachfolger in der Bergpredigt. Eine Stadt auf dem Berg zu sein, ein Licht für die Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und als Kirche möchten wir in das hineintreten. In den Fußstapfen von vielen, die vor uns gegangen sind, wie der William Booth und Catherine, seine Frau, die mutige Schritte gemacht haben. Und der William hat gesagt, solange es Dunkelheit gibt auf dieser Welt, bin ich das Licht für Gott. Und in diese Fußstapfen möchten wir treten. 2 Gedanken zu diesem Bild, zu dieser bildhaften Geschichte. Die Stadt auf dem Berg, es heisst über sie kann nicht verborgen bleiben. Und das ist eine Ermutigung an dich. Wenn du jetzt gerade denkst, ich mag doch nicht scheinen, das ist Energieaufwand, Energie ist ein grosses Thema, oder, in der heutigen Zeit sowieso. Wie besorgt man sich die Energie? Schau, die Stadt kann nicht verborgen bleiben. Es ist in der Natur dieser Stadt. Sie wird scheinen, wenn sie auf dem Berg oben ist. Und dann gibt es aber das Pendant dazu. Gerade der folgende Vers. Und dort heisst es, aber es ist auch eine bewusste Entscheidung, dass man die Lampe nicht unter den Scheffel stellt, sondern dass man sie eben auf den Ständer tut. Dort, wo sie scheint für die Menschen, dort, wo man sie sieht, wo sie sichtbar wird. Also es ist so, die 2 Sachen. Einerseits keine Panik, es wird geschehen, du leuchtest. Und andererseits bewusst auch sich dafür zu entscheiden, zu leuchten, in einem Bewusstsein zu stehen. Und das möchten wir machen in diesen kommenden 3 Sündigen, heute und die nächsten 2 Mal. Das Bewusstsein stärken. Das Wieso hinter dem Was. Wieso leuchten wir? Und wir haben in dem Lied vor der Predigt, und wenn du im Podcast bist, dann das Lied musst du dir irgendwie auftreiben, in deiner Gegenwart heisst es, haben wir gesungen, Gott ist das Licht von dieser Stadt. Wir sammeln uns um ihn. Und das ist auch das, was ich euch sagen will. Die Lampe, die bist nicht du und ich. Wir sind keine Lampen. Wir sind keine Birnen, die ausglühen und verlöschen können. Sondern das Licht von unserer Stadt ist Gott. Und darum kann die Stadt nicht verborgen bleiben. Das Licht steht für Gott. Nicht, weil ihre Bewohner so stark leuchten, hat die Stadt Licht. Nicht, weil ihre Bewohner besonders gut leisten. Nicht, weil ihre Bewohner die beste Philosophie ersonnen haben. Nicht, weil ihre Bewohner gut Menschentum in der höchsten Form ausleben. Sondern weil Gott das Licht ist von dieser Stadt. Darum leuchtet die Stadt. Gott ist das Licht von dieser Stadt. Und das ist der theologische Teil hinter dieser Geschichte. Und das ist entscheidend wichtig. Weil er da ist. Wir haben gesungen, weil du da bist. Weil er da ist in dieser Stadt, leuchtet die Stadt. Weil er mit drinnen wohnt.
Der Johannes hat in seinem Brief an die Gemeinde geschrieben, Gott ist das Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Was für ein Anspruch. Gott ist das Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Ich meine, die Lampe ist ein Abklatsch für das, gell? Ich habe ein bisschen Schiss, das werde ich sie noch mehr anstellen, dass dann das Feuer wirklich so gross wird, dass es unübersehbar ist da in der Stadt. Darum, wir lassen sie mal so. Ja, schaut mal, das geht ja schon ab. Ich nehme sie gerade wieder ein bisschen runter. Ihr seht, das Licht ist stark. Das Licht ist gewaltig. Gott ist das Licht. Und Licht steht für Leben. Das menschliche Leben funktioniert nicht ohne Licht. Es wird gehemmt in seiner Entwicklung. Es wird gehemmt im Wachstum, in dem Prozess, wo in Gang gesetzt werden. Das gilt übrigens für die meiste Form von Leben auf unserem Planeten. Ohne Licht geht es nicht. Das heisst, Licht zu haben, heisst auch das Leben zu finden. Das Licht zu haben, heisst auch, dass die Finsternis wird verschwinden. Oder wie es der Einstein so schön gesagt hat, Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Und dort, wo Licht kommt, hat Finsternis keinen Platz. Gott ist das Licht von unserer Stadt, er ist die Quelle von dem. Und daraus können wir schon ein paar Fragen an uns stellen. Und die fordern echt raus. Kennst du den Gott vom Licht? Oder hast du gedacht, ihn zu kennen, aber wenn du eigentlich gerade so reflektierst, ist dein Leben recht dunkel. Dann habe ich heute die erste ermutigende Botschaft an dich. Gott ist Licht und er will mit seinem Licht in dein Leben kommen. Heute, in deiner Situation, in deinem Tal vom Tod, in deiner dunkelsten Gasse. Diese Message geht an uns alle. Seien wir uns bewusst, dass unsere Kirchenstadt ein Licht hat. Und das ist Gott. Er ist die Quelle von dem Licht. Wir sind nicht besser, weil wir irgendwie besser leuchten. Aber wir wissen, wer unser Licht ist. Und wenn es vielleicht gerade dunkel scheint, in unseren Kirchenstadtgassen, vielleicht auch in der von deinem eigenen Leben, dann könnte es sein, dass wir das Licht in unserer Stadt vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben. Dass wir vielleicht mehr aufeinander geschaut haben als aufs Licht. Meine Frage an dich ist heute, wo suchst du nach Licht? Auch wenn du schon jahrelang ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Christus bist. Wo suchst du nach Licht? Wo suchst du nach Gott? Weißt du, etwas ist krass und manchmal stresst es mich auch. Gott hat sich entschieden, dass sein Licht in der Kirche scheint. Im Leib von Christus. In der Gemeinschaft der Gläubigen. Und so oft wäre ich versucht, an anderen Orten nach ihm zu suchen. Und ja, man findet ihn ein bisschen. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass Gott gesagt hat, er zeigt sich in der Kirche. Wo manchmal so unvollkommen daherkommt. Aber dort drin will er scheinen. Ein zweiter Aspekt von dem, dass Gott unser Licht ist, hat mit der zweiten Persona Gottes zu tun. Mit seinem Sohn Jesus. Und auch der Johannes schreibt über Jesus oder berichtet, dass Jesus das gesagt hat von sich selber. Wir lesen Folgendes im Johannes 8. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Nachfolge heisst, dass du das Licht vom Leben hast. Das ist eine momentane Entscheidung von der Nachfolge, aber das ist auch ein konstanter Prozess, immer wieder dich zu entscheiden, täglich die Haltung einzunehmen, ich richte mich in meiner Nachfolge aufs Licht aus. Das Licht ist Jesus. Und dann finde ich, die Bibel ist einfach grossartig und das Bild vom Licht, das kommt quer durch und es wird schon im Alten Testament aufgegriffen und es kommt eine erfülltere Bedeutung über im Neuen Testament. Psalm 119, wo es heisst, dein Licht, Gott. Damit war in erster Linie mal das Alte Testament gemeint. Dein Wort ist das Licht für meinen Pfad, ist die Leuchte für meinen Pfad. Dein Wort ist die Leuchte für meinen Pfad. Und dann macht der Johannes in seinem Evangelium etwas Gewaltiges. Und er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort ist auf der Erde gekommen und das Wort ist das Licht geworden für die Menschen. Ihm ist das Licht und das ist Jesus Christus. Das Wort von Gott leibhaftig auf Erde ist Jesus. Und er ist das Licht. Und meine Frage an dich ist, folgst du ihm nach? Als Teil der Gemeinschaft der Gläubigen, weil das heisst, das Licht in der Stadt haben. Für uns ist es wichtig, in dieser kommenden Saison, dass wir Jesus verkünden. Weil in Jesus liegt das Licht für die Menschen. Er ist das Licht für die Menschen. Bei ihm muss die Dunkelheit weichen. Wir können lange davon reden, dass irgendwann eine Erweckung kommt. Wir glauben, es geht darum, jeden Tag Jesus zu verkünden. Das möchten wir machen in dieser Stadt auf dem Berg. Er soll Raum haben. Und wenn du vielleicht schon länger dabei bist, dann ist das eine Erkenntnis, die ich habe. Über Jesus kommen wir nie raus. Oder es gibt nicht das Glaubenslevel, okay, Jesus checkt, das habe ich überwunden. Jesus ist das tägliche Brot. Jesus ist das Licht auf deinem Weg. Jesus ist der Punkt von deiner Nachfolge. Das ist das Licht.
Der Aspekt, den wir heute fokussieren möchten in dieser Stadt, ist die Quelle vom Licht. Das ist unser Gott. Das ist Jesus, leibhaftig geworden. Und dann, dass wir uns um das herum sammeln. Wir sind versammelt ums Licht, wie eben der Song das so schön aufgegriffen hat, in deiner Gegenwart. Gott ist das Licht von der Stadt und wir versammeln uns um ihn. Das ist die Kernessenz vom Kirchensein. Uns um ihn zu sammeln. Es geht dabei um eine konkrete Ausrichtung auf Gott, um eine Willkommenshaltung davon, dass er da willkommen ist. Seine Gegenwart, sein Wirken, sein Wesen, sein Sein. Im Epheser heisst es, sie, die Gemeinde, ist sein Lieb, der Lieb von Christus. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, wo alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist ein krasser Text. Und das ist der Text, der mich so oft provoziert, wenn ich in die Kirchenlandschaft schaue, in unserer eigenen natürlich nicht, aber so über uns aus. Und ich denke, hey Jesus, wo bist du in dieser Church? Nein, ganz ehrlich, es ist natürlich auch bei uns so. Es ist in meinem Leben so, es ist in deinem Leben so. Ich schaue und ich frage mich, Jesus, wo bist du? Aber er sagt, er ist drin. Er sagt, er lebt mit seiner Fülle unter uns. Freunde, wir möchten, dass wir da ein Ort sind, die Stadt ein Ort ist von dieser Gegenwart von Gott. Wo sein Licht wohnt. Wo sein Licht hell gibt. Gottes Gegenwart wird uns durch die ganze Bibel dargestellt als Zentrum von seinem Sein mit den Menschen. Wenn wir im Alten Testament schauen, dann haben sie die Anweisung bekommen, in der Wüstenwanderung, wo sie unterwegs waren, wie ihr Camp soll aussehen in der Nacht. Und in der Mitte ist das Zelt der Begegnung gestanden. Und alles hat sich an dem ausgerichtet. Am Zelt der Begegnung. Und dann haben sich die Stämme aussen dran angeordnet. Ganz alles geordnet und beschrieben wie. Und sie haben so gelagert. Und ich glaube, das ist mehr als nur einfach eine Beschreibung, die da steht, damit wir ein bisschen wissen, was geschichtlich gelaufen ist, sondern eine Haltung steckt dahinter. Gott war in der Mitte von dem Zelt. Und wenn seine Gegenwart sich fortbewegt haben, dann haben sie sich fortbewegt. Und das Bild zieht sich nachher weiter. Der Tempel ist in Jerusalem, in der Hauptstadt gebaut worden, als Haus für die Gegenwart von Gtt, wo er drin gewohnt hat, wo er Raum genommen hat. An dem Ort, wo sich das Leben, das geistliche Leben vom Volk Israel abgespielt hat, wo man angepilgert ist zu seiner Gegenwart. Und eben dann kommt der Epheserbrief drin. Und der bedeutet nichts mehr, als dass wir als Kirche, als GVC, ein Teil sind von dem weltweiten Tempel von Jesus, von Gott, von dem Ort, wo er wohnt mit seiner Gegenwart. Und wir als Gläubige, als Gemeinschaft der Gläubigen repräsentieren das. Und für das wollen wir gehen. In unserer Church, als Stadt auf dem Berg, dass unsere Gottesdienste ein Ort sind, wo wir uns um die Gegenwart von Gott drehen. Und das steht nicht im Widerspruch zu Ordnung und Strukturen. Das will ich auch mal noch sagen. Das sehen wir beim Alten Testament. Das war dann aber hart geordnet. Aber es geht darum, dass wir uns ausrichten am Zentrum, am Licht, am Ort der Quelle vom Leben, an Jesus, an Gott selber, am Heiligen Geist. 1. Petrus 2, Vers 9 greift im Neuen Testament das alttestamentliche Bild auf. Ihr aber sind ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priesterinnen und Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und sind sein Eigentum. Darum sollt ihr die grossen Taten von Gott verkünden, dem, wo euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Als Kirche möchten wir uns drehen um die Gegenwart von Gott. In allem, was wir tun. In unseren Groups, in unseren Gemeinschaftsgefäßen, in unseren Summercamps. Das soll ein Teil sein von dem. Weil für das existieren wir. Ich glaube, das wird sich auswirken. Das wird verschiedene Formen zeigen. Das wird die Aspekte drin haben, dass wir die Taten von Gott werden verkünden. Und wir tun das einerseits in der Anbetung. Anbetung, das, was wir da am Sonntag machen, miteinander, indem wir singen. Aber das ist nur ein Abbild des Irdisches von dem, was es auch sein soll in unserem ganzen Leben. Es geht nämlich um eine Ausrichtung. Es geht darum, dass wir das Licht bewusst auf den Scheffel stellen und sagen, wir sammeln uns um das. Wir richten unser Leben an dem aus. Und ja, wir machen das in Form von Liedern, vom gemeinsamen Gebet, vom gesungenen Gebet, wo nichts anderes ausdrückt als eine innere Haltung.
Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du nochmal einen neuen Schritt nimmst und sagst, die Lieder sollen nicht einfach Lieder sein, die wir runterlieren, sondern es soll eine Bereitschaft sein, die ich ausdrücke, wenn ich einstimme in den Gesang der Gläubigen, vom Lichtraum geben, vom Ausrichten am Licht. Die Kirche wird damit zu einem Abbild, einem schattenhaften, unvollkommenen von dieser himmlischen Welt, die in der Offenbarung beschrieben wird. Das heisst, aus allen Nationen und Völkern werden Menschen vor dem Thron Gottes anbeten. Ihrer Vielfalt, ihrer Unterschiedlichkeit. Und hey, von dem können wir noch viel gewinnen da bei uns. Aber es hat mit dir und mir zu tun. Sind wir bereit, uns als Gegenüber von Gott, als Teil von dieser Kirche, als Gegenüber von Gott in die Gemeinschaft jetzt begeben? Sagen wir, drehen uns um das Licht. Und wie gesagt, es geht jetzt hier nicht um konkrete musikalische Worship. Das ist ein Ausdruck davon. Es geht auch um die Gebetsgemeinschaft, die wir haben in unseren Groups. Es geht auch darum, wie wir reden, über was unsere Gedanken drehen, wie wir einander, auf was wir uns hinweisen. Wenn wir uns gegenseitig aufs Licht hinweisen, das ist eine anbetende Haltung. Und es geht natürlich dann noch viel mehr um deine und meine innere Haltung von der Ausrichtung auf Gott. Von einem Lebensstil, wo Gott ehrt in unseren Handlungen und dann als ein Ausdruck davon in unseren Gebeten und in unserem Gesang und in unserem Tun, in unserem Alltag, was die höchste Form von Anbetung ist. Und da bist du gefragt als Individuum, als Bewohnerin und Bewohner von dieser Stadt. Das können wir nicht als irgendwie Institution und Strukturen auf Papier machen. Das geht um dich und mich, um jeden Einzelnen von uns. Es hängt von dir ab. Und wir laden euch ein, von Herzen, dass wir sagen, dem Licht geben wir Raum. Weil ohne das Licht ist die Stadt nur eine weitere Stadt. Aber wir wollen eine Stadt auf dem Berg sein, die gesehen wird. Es ist ein Ausrichten an dem Gott. Es ist ein auf ihn schauen und in seine Möglichkeiten denken. Sehen, was er für Taten schon da hat und was er wieder tun kann. Und mit dem nehmen wir eine Haltung ein, die Raum schafft. Die Raum schafft zum Erleben. Als Kirche sind wir eine Gruppe von Menschen, die, wenn sie sich ausrichten und wenn sie auf das fokussiert, auch Raum schafft für Glauben, für Hoffnung, für es ist noch mehr möglich. Wir glauben, dass Gott besonders in der Zusammenkunft von den unterschiedlichsten Menschen, die sich Kirche nennen, speziell wirkt. Das ist das biblische Zeugnis. Und ehrlich gesagt, will ich mehr sehen von dem bei uns. Mein Gott hat schon viel gemacht, aber ich will noch viel mehr von dem sehen. Ich wünsche mir, dass unsere Gottesdienste ein Ort sind, wo Menschenleben verändert werden. Es ist das, was wir sollten als Stadt auf dem Berg. Ein Ort, wo Menschen hinlaufen und sagen, da ist das Licht anders. Da ist es heller. Da weicht die Finsternis. Und es ist das, was wir auch schon oft gehört haben. Wir hören von Menschen, dass sie ein spürbares Wohlbefinden haben in christlicher Gemeinschaft. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Frau, die in einem Jugendheim arbeitet. Und sie hat gesagt, sie hätte schon gehört von Jugendlichen. Sie arbeitet in einer staatlichen Institution, ich weiss auch nicht, einfach eine säkulare Institution. Und sie hat gesagt, sie hat schon gehört von Jugendlichen, die aus christlichen Institutionen kommen, die gesagt haben, ja, die Menschen dort sind so anders. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Wir hören immer wieder, dass Menschen emotional bewegt werden in unseren Zusammenkünften, gerade auch, wenn wir zusammen, gemeinsam Gott anbeten. Dass Tränen einfach kommen, dass sie es nicht zurückhalten können. Auf eine gute Art, ohne dass das irgendwie rausgedrückt worden ist. Wir hören immer wieder, dass Menschen unter uns innere Freiheit erleben. Wir hören davon, dass in unserer Gemeinschaft Menschen Klarheit und Wegweisung erlangen. Erkenntnis für Herausforderungen im Leben, für einen nächsten Schritt. Wir hören und erleben Heilige und Wunder unter uns. Das ist das Geheimnis von dieser Stadt. Das geschieht. Es sind Manifestwerden von Gottes Gegenwart. Wir hören, wie die Frau, die uns im Dezember berichtet hat auf dieser Nebenstage, dass sie das erste Mal da reingekommen ist. Und sie hat das erste Mal gesagt, jetzt bin ich in meinem Leben angekommen. Das ist, wenn die Gegenwart von Gott spürbar und erlebbar wird. Und schau, das können wir nicht machen, nicht mit guten Predigten, nicht mit Super Worship, nicht mit irgendwelchen Spezialausrichtungen. Ich glaube nur mit dem, dass wir unsere Herzen auf Gott ausrichten und sagen, du bist willkommen da. Und da lade ich dich von Herzen dazu ein, das mitzutun. Das sind meine Erlebnisse, die ich auch mache rund um den Globus. Ich will aber hier lokal anfangen. Die Kirche hat so viel in meinem Leben gegeben. Und jetzt musst du nicht sagen, ja, Kirche, es geht um Gott.
Schau, es ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gott repräsentiert hat, die so viel in meinem Leben verändert hat. Ich erinnere mich als kleiner Schulerbub im Giebelsaal hinter dem Bahnhof Winterthur, wo ich mit meiner Familie in den Gottesdienst gekommen bin und im Worship ist mein Herz aufgegangen. Da ist etwas gewachsen, wo ich glaube, dass heute davon Menschen profitieren. In diesem Schrumm, Zefi für Gitarren-Worship, den wir dort hatten. Aber es ist weitergegangen. Ich erinnere mich an so viele Momente im Müllisaal, wo die Predigten mitten in mein Leben geredet haben, wo sie Erkenntnis und Klarheit gegeben haben in meinem Leben. Ich erinnere mich an das Zirkuszelt, wo wir so viel Gewaltiges miteinander erlebt haben. So viele Menschen von Jesus gehört haben, das erste Mal. Sie gesagt haben, Kille im Zirkuszelt, das habe ich noch nie gehört. Da muss ich vorbeikommen. Sie haben Befreiung erlebt. Sie haben den Heiligen Geist erlebt. Heilige und Wunder sind geschehen. Ich erinnere mich an so viele Momente hier in der Parkarena im Rahmen von unserer Jugendchurch, wo wir gesehen haben, wie junge Menschen wirklich verändert worden sind. Gott nachhaltig angefangen hat, Unterschied zu machen. Wo heilige Beziehungen geschehen sind, Versöhnungen mit Eltern. Das ist möglich dort, wo die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Und dann denke ich weiter, rund um den Globus, und ich versuche, an den Ort, wo ich einreise, in die Kirche zu gehen. Weil es ist etwas vom Schönsten, auch wenn du die Sprache nicht verstehst, das Geheimnis von dem zu erleben, wenn Menschen sich um das Licht herum sammeln und sagen, das ist im Zentrum. Und so konnte ich es erleben in England, dass mich dort oftmals der Worship besonders bewegt. So konnte ich es erleben in Südafrika, dass wir im Restaurant an einen Pastor anlaufen. Wir fangen miteinander an zu reden. Wir merken, dass wir den gleichen Beruf haben. Und wir sind beste Freunde. Es ist eine Verbindung, die entsteht. Es ist ein Geheimnis von dieser Gegenwart von Gott. Und er hat uns seine Kirche im Township gezeigt. Und wir können dort mit ihnen sein und mit ihnen eine Gebetsgemeinschaft haben. Etwas, was nicht vorstellbar ist mit einem Menschen, den du noch nie gesehen hast davor. Es führt dazu, dass wir in Kambodscha in einen Gottesdienst hineinlaufen mit einem Freund von uns aus Finnland, der bewegte Geschichte hat, der länger sich schon von der Kirche distanziert hat. Und dort geht der Worship los, auf Khmer. Und ich schaue rüber und der Mann bricht in Tränen aus. Es ist die Gegenwart von Gott, die wirkt. Es ist ein Geheimnis. Schau, wir wünschen uns, dass wir die Stadt auf dem Berg sind, die sich rund um das Licht versammelt. Und wir laden dich ein, dass du dich auch dem Licht ausrichtest. Und ich möchte zuerst jetzt eine Gruppe von Menschen adressieren, die vielleicht einschaltet, gerade vielleicht am meisten online, vielleicht das erste Mal reinklickt, vielleicht darauf hingewiesen worden ist. Und vielleicht sagst du, hey, ja, in meinem Leben ist es dunkel. Ich erlebe viel Dunkles. Es fühlt sich dunkel an, kalt, bedrängend. Mir fehlt das Licht in meinem Leben. Unser Licht ist Jesus, wir möchten es dir vorstellen. Und wir laden dich herzlich ein, dich an das Licht hinzuwenden, dich an das Licht auszurichten. Dem Licht zu sagen, komm du in mein Leben. Es kann alles verändern. Es kann dein Leben auf den Kopf stellen. Du bist herzlich willkommen, dich heute dem Licht hinzuwenden. Wenn du sagst, ich brauche das Licht. Und du sagst, ich brauche Wärme. Und du sagst, ich brauche Rettung. Und du sagst, ich brauche Heilung. Und du sagst, ich bin verletzt. Und du sagst, mein Leben ist scheiße. Vielleicht, wenn du sogar sagst, dein Leben ist gut, aber der tiefere Sinn fehlt dir. Das Einzige, was wir machen können, ist dich aufs Licht hinweisen. Wend dich ihm hin. Und wenn du das jetzt machst, oder vielleicht beobachtest du uns schon länger, vielleicht bist du heute eingeladen worden, bist das erste Mal da, dann lade ich dich ein, zu meinem folgendes Gebet mit einstimmen. Ich möchte einfach beten und du darfst dich gern an das Gebet anhängen und das mitbeten. Jesus, wir stehen heute vor dir. Dein Licht ruft uns vom Berg zu. Jesus, ich brauche dein Licht. In meinem Leben ist es dunkel. In meinem Leben hat es Schatten von Erlebnissen, von meinen eigenen Taten. In meinem Leben habe ich falsche Abzweigungen genommen, habe ich mich in Städte bewegt, wo es nicht gut ist, wo es mir nicht gut tut, wo es meinem Leben schadet und anderen Menschen schadet. Ich wende mich deinem Licht zu. Du bist das Licht von dieser Welt. Jesus, ich will dein Licht in meinem Leben haben. Komm du jetzt in mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich kehre mich um. Ich laufe auf neue Wege. Ich brauche dich. Bitte rette du mich mit deinem Licht. Ich danke dir, dass ich dir meine Vergangenheit hingeben darf. All das, was dunkel ist. Ich danke dir, dass du es mit deinem Licht erhältst
Und dass in deinem Licht kann Heilung geschehen. Das kann Vergebung geschehen. Dass Wärme kann kommen und Neues kann wachsen. Das neue Leben. Ich will das neue Leben für mich umarmen. Amen. Und wenn du das Gebet heute zum ersten Mal für dich gesprochen hast, dann laden wir dich herzlich ein, mit uns in Kontakt zu kommen. Entweder mit der Person, die dich eingeladen hat, um das zu schauen, zum Teil sein von dem Gottesdienst. Oder, dass du auf uns zukommst im Anschluss. Wir haben hier ein Team, das gerne mit dir betet. Wenn du vor Ort bist in der Parkarena, darfst du da auf uns zukommen. Wenn du in einem anderen Saal bist, darfst du dort auf einen Location-Host zugehen. Oder auch im Anschluss dann an den Gottesdienst da noch in die Parkarena rüberkommen. Wir würden gerne mit dir ins Gespräch kommen. Und dann habe ich noch einen letzten Gedanken. Und der richtet sich an all die Menschen, die schon lange in dieser Stadt wohnen. Und vielleicht hast du in dieser Stadt auf deinem Weg und in deiner Geschichte schon mega viel Menschliches und nicht so viel Göttliches erlebt. Vielleicht hast du das Gefühl, die Stadt scheint manchmal wirklich zu wenig und das schießt auch mich an und ich habe das als negativ erlebt. Vielleicht bist du enttäuscht, weil das Licht nicht so hell scheint. Ja, leider ist es eine Realität, dass in dieser Stadt, die voll von Menschen ist, auch etwa mal eine Gasse ein bisschen dunkel wird. Und manchmal fragt man sich, Gott, wo bist du genau in dieser Stadt? Vielleicht bist du in einem Konflikt verletzt worden mit anderen Menschen aus dieser Stadt. Vielleicht bist du aufgrund von Äußerlichkeiten, von deinem Lebenswandel verurteilt worden. Vielleicht hast du keine Annahme gefunden, die du dir so sehr gewünscht hättest, aber du sagst, ich finde keine Annahme da. Ich finde keine Gemeinschaft. Vielleicht erlebst du Ausgrenzung. Vielleicht langweilen dich aber auch einfach die städtischen Mitbewohner recht. Vielleicht langweilt dich die Stadt langsam und das, was in ihr läuft. Und vielleicht hat dich das auch dazu verführt, schon langsam so ein paar Reisen aus dieser Stadt raus zu machen, an andere Orte hinzugehen oder zu sagen, du langsam auf dem Land zu wohnen ist ein bisschen besser. Vielleicht bist du schon gegangen und kommst jetzt irgendwie von dem mit über. Vielleicht hat es dich zum Tratschen über die Stadt verleitet, zum zu sagen, ja, schau, da sind Zeben, hast du auch schon gehört, hey, dort im Gässli mal noch ein Gespräch führen. Schau, mich schmerzt es mega, wenn Menschen sagen, dass sie außerhalb der Kirche mehr Wohltuendes erleben als in der Kirche. Das ist Kacke. Wenn sie außerhalb der Kirche mehr Inspirierendes, mehr Förderndes erleben, wenn sie bessere Gemeinschaft finden, ich fühle mich betroffen und mitverantwortlich. Ich bin enttäuscht von mir, von uns als Kirche, wenn ich das höre. Und ich kann es nur damit erklären, dass Individuen immer mal den Fokus wieder vom Licht nehmen, auch ich selber. Und wir uns in den Gassen verkriechen und weniger von dem Licht in uns selber tragen. Ja, dass wir manchmal uns auch gegenseitig vor dem Licht stehen. Und ich glaube, es ist ein Moment, wo wir sagen, sorry für das. Es tut mir leid. Es tut uns leid als Kirche. Und ich habe stark den Eindruck, dass es für die Opfer und die Täter, und manchmal bist du wahrscheinlich beides, eigentlich nur etwas gibt, nämlich auch da die Einladung, dich wieder an dem Licht auszurichten. Und sagen, als ein Teil von dieser Stadt auf dem Berg, bist du die Erste und der Erste, der sagt, ich richte mich am Licht aus, sodass in mein Leben strahlen kann, sodass mein Leben erhellt wird, sodass ich zum Träger und zur Trägerin wird von dem Licht. Es ist eine Einladung zur Umkehr für uns alle, sodass wir von Herzen sagen können, sein Licht leuchtet in uns als Stadt. Und so möchte ich uns als Kirche jetzt einladen, zum Aufstehen, gemeinsam. In diesem Moment und eine Haltung auch einzunehmen, von dieser fragenden Haltung an uns selber. Und uns zu fragen, hey, wo ist es dran, uns neu auszurichten. Und ich möchte auch für das beten. Zuerst möchte ich dir, allmächtiger Gott, du Quelle vom Licht, Jesus Christus, du Retter der Menschen, du Licht für die Welt. Zuerst möchte ich dir Danke sagen, dass wir alle Teil von dieser Stadt sein dürfen. Und du siehst unseren Weg mit dieser Stadt, du siehst unser Leben in dieser Stadt, du siehst unsere Biografie da drin. Und du siehst, wo es im Moment vielleicht auch gerade so ein bisschen einen Abwärtstrend hat. Und ich lade dich ein, dass du uns rufst, dass du mit deinem Licht in unser Leben zuerst wieder reinstrahlst.
Und in dem Moment will ich auch bekennen, dort, wo ich mich vom Licht abgewendet habe. Und will mich hinwenden und sagen, ich will mich an dir ausrichten. Das ist der grösste Dienst, den ich dieser Gemeinschaft tun kann. Mich um dich kreisen, deine Gegenwart umarmen. Dich willkommen heißen. Wir bekennen dort, wo wir andere Lichter in unsere Stadt gesetzt haben. Lichter von der Form, von der Art und Weise, wie man etwas macht. Von den theologischen Vorzügen. Am Ende bist du das Licht. An dir richten wir uns aus. Wir brauchen dich in unserem Leben als allererstes. Ich bete, dass du heute in unserem Leben wirkst. Ich bete für Wunder unter uns, dieser heilenden Gemeinschaft. Ich bete für dein Licht, das in die Dunkelstecken vom Herzen eindringt. Und manchmal braucht es vielleicht besonders lang, dort, wo jemand schon lange sich in einer Gasse verkrochen hat. Komm du in dem Moment. Ich danke dir vielmals, dass du unter uns wirkst. Danke, dass du das Licht bist von unserer Stadt. Amen.